Ovdje je vaš djelokrug. Održavajte mitinge, propagirajte narodno-oslobodilačku borbu. Govorite njemački u cilju... Dostojanstveno čuvajte svoju nacionalnost. Ime Ernesta Thälmanna, velikog borca za prava njemačkog naroda, čije će ime nositi vaša četa. Predajući vam ovu zastavu, želim da zajedno dočekamo oslobođenje naše zemlje. Genossen Kämpfer, wir legen jetzt den Eid ab. Sprecht mir nach. Ich. Milan Volk. Walter Koch. Werde bis zum letzten Blutstropfen. Gegen den Faschismus kämpfen. Was ist denn los, Sulka? Wie kommt er verwundet in Ihren Wagen? Wir waren zusammen auf der Fähre. Jemand hat aus dem Wald geschossen. War er allein? Nein. 2 sind tot. Was ist das bloß für ein Land? Hajdemo, Boris. Jesu li oni i tatu odveli? Jesu.
Josef, jetzt sind Sie dran. Na, Sulka, was ist? Povodom ubistva, dvojice pripadnika snaga Velikog Reicha, viši SS i policijski Führer, SS-Gruppenführer i Generalleutnant, naređuje da se sprovede odmasta nad stanovništvom Holenova. Polovina svih zgrada u mjestu bit će spajeno kako bi zavladao mir, red i sigurnost. Müller? Anzünden. Das ist ein Befehl, Mann. Das kann ich nicht, Untersturmführer. Zum letzten Mal. Anzünden. Nein. Finke, Konze, hierher! Entwaffnen! Das dürfte nicht. Ich bin Deutscher. Untersturmführer, er hat das Recht auf ein Kriegsgericht. Habe ich Sie um Ihre Meinung gefragt, Sulka? Konze! Anzünden! Zašto? To je sigurno odmazda za onu dvojicu sa skele. Ana, idemo. Nicht mehr, Maria. In diesem Loch werde ich noch verrückt. Seit Tagen komme ich nicht mehr hinunter. Es geht nicht. Draußen ist Razzia. Die SS ist zurück. Ich muss raus hier. Ich muss fort von hier. Wohin willst du? Zu den Partisanen.
bist Deutscher. Wenn dich die Nazis nicht erschießen, tun's die Kommunisten. Ich muss dich sehen, Maria. Hab Geduld, Rudi. Prokuhaš vodu i popariš lišće. Da piješ svako jutro po jednu čašu sa malo meda. Hvala. Hvala. Guten Tag, Jetziger. Guten Tag, Maria. Wie geht's dir? Nicht gut, gar nicht gut. Ich brauche deine Hilfe. Rudi ist seit einigen Monaten zu Hause. Er ist von der Ostfront geflohen und will jetzt zu den Partisanen. Wieso? Er war doch schon immer gegen die Nazis, das weißt du doch. Er ist zwangsweise eingezogen worden. Sprich mit Hans. Ich werde auch mit ihm sprechen. Mit dem Onkel? Ja, mit deinem Onkel. Danke. Maria, Moment. Nimm das. Nemoj plakati. Ti si već veliki dječak. Zar baš moraš ići? Kada odrasteš, razumjet ćeš da se neke stvari moraju uraditi. I tata je tako učinio. Da si stariji, ti bi sigurno pošao sa mnom. A sad mi nešto obećaj. Što? Redovno ćeš prati zube. Obećajem. Prvo je ostao bez oca, a sad ostaje i bez majke. Ne ostaje bez majke. Nije normalno da djed odgaja unuka. Djeci su potrebni roditelji. Posle svega što sam vidjela u Holenovu, ja ne mogu samo sjediti i čekati da nas pobiju, tata. A nas neće. A sve jedno. Ja moram nešto uraditi. A što da ja radim? Ti u partizanima, a Jozef među nacistima. Ja drugačije ne mogu, tata. Zdravo. Moram s tobom govoriti. Mora li to baš večeras? Ide u šumu. U partizane. Poludjela je. Kako ćeš ih naći? Znam gdje ću naći Milana. Zato ti ideš u partizane. Ti znaš da to nije istina. Nisi volio Hrvoja, pa ne voliš ni Milana. Ne volim. Doći će sutra. Zdravo, Ana. Zdravo. Tvoje mjesto je u Sina, a ne u šumi. Nemaš ti što tamo tražiti. Tata, pokušaj me razumjeti. Ti misliš da je meni lako? Ja volim Milana, to je istina. Ali to nije razlog. To nije jedini razlog moga odlaska u partizane. Idem iz poštovanja prema Hrvoju i njegovoj borbi. On je mrtav i tu nema pomoći. Sad treba i ti da stradaš. Od udaje s Hrvojem sve je pošlo naopako. Neprestano si se svađala s Jozefom zbog njega. Sve smo morali kriti pred Jozefom. Pa sad treba da i dalje lažem rođenom sinu. Tata, molim. Uzmi. A što će mi to? Samo uzmi. Treba će ti u šumi.
neću. Više volim da ti pomožem. Onkel Jozef! Kolike su mu pune debele? Er genießt es, der Kleine. Und du solltest aufhören, auf Jahrmärkte zu fahren und dich wie ein junger Mann zu benehmen. Das ist zu schwer für dich. Nimm dir einen Gehilfen. Weißt du, mein Sohn, der Jahrmarkthandel und dieser Laden hier haben auch dich ernährt. Ich habe mein Leben lang gearbeitet und will das auch bis zum Ende tun. Eine Gehilfen brauche ich nicht. Hast du gehört, was in Cholanowo geschehen ist? Wolltest du etwas, Maria? Ich komme später wieder. Grüß dich, Josef. Was geschieht denn da? Menschen verbrennen. Das Schlimmste, was einem einfallen kann. Darüber rede ich nicht. Nein. Vergiss aber nicht, jede Rechnung muss einmal bezahlt werden. Die Banditen haben 2 von uns ermordet. Der Befehl ist bekannt. Über Vergeltungsmaßnahmen. Die Banditen provozieren uns, damit wir zurückschlagen und damit die Bevölkerung uns hasst. Und wo endet das, Josef? Du dachtest, ich hab's vergessen, was? Wo ist deine Mutter? Im Wald. Wo? Wald. Wie konntest du ihr das erlauben? Wie hätte ich sie daran hindern können? Wer hätte dich hindern können, zur Hitlerjugend zu gehen? Ist dir klar, was geschieht, wenn man davon erfährt? Früher oder später kommt alles raus. Habt ihr beide überhaupt an die Folgen dieses Irrsinns gedacht? Schnitzinger hat eine Akte über jeden Einwohner. Wir alle haben eine Akte in seinem Schreibtisch. Du auch? Ich auch, ich vor allem. Was wird aus dir? Aus dem Kleinen? Aus mir? Das kann dich das Leben kosten. Du kannst von Glück reden, wenn wir 3 nicht im Konzentrationslager enden. Die Einheit hat den Namen des deutschen Revolutionärs Ernst Thälmann erhalten. Was ist das für ein Unsinn? Ernst Thälmann ist im Zuchthaus. Sie möchten eine Legende aus ihm machen. Unser Funker hat heute Nacht aus Moskau eine Sendung von Radio Jugoslawien aufgefangen. Selbst wenn das so wäre, so können Sie sich hier als militärische Einheit doch nicht behaupten. Nach Cholanowo ist den Banditen hoffentlich klar geworden, dass jeder Angriff dieses Land und seine Bewohner mehr trifft als das Deutsche Reich. Sollen sie uns nur hassen, aber sie sollen uns auch fürchten. Wenn Sie jedoch glauben, Schnitzinger, dass es sie gibt, warum finden und vernichten Sie die Banditen dann nicht? Viel Glück. Heil Hitler, Herr Oberst. Finden und vernichten. Leicht gesagt. Also, meine Herren, lassen Sie uns über etwas Angenehmeres sprechen. Wie geht es Ihrer schönen Schwester, Josef? Sie ist schon einige Tage über Land. Die Tante ist krank. Warum habe ich Sie eigentlich noch nie im Offizierscasino gesehen?
Für eine Kriegswitwe ziemt sich kein Vergnügen. So ist das hierzulande. Ach, Josef, wenn wir gerade über Ihre Familie sprechen, sagen Sie doch Ihrem Vater, dass ich noch seine Ikone erwarte. Zum Wohl. Einen guten Wein machen die hier in Slawonien. Bist du verrückt? Man kann uns sehen. Niemand ist da, nur die Nacht. Es kommt die Zeit, die danach fragt, wo unsere edle Hoffnung blieb, wo die Zukunft weiß, wer nach uns kommt, wenn das Leben ohne uns in allen Menschen wiederkehrt. Wir sterben, doch der Tod heißt nicht, dass man verliert. Tod zum Ruhme der Mannbrigade marschiert. Mir ist so, als ob es keinen Krieg gäbe. Als ob wir in einer anderen Welt wären, wo es keine Schrecken gibt. Was hast du? Was sind das für Zeiten, Milan? Es kommt darauf an. Als Kinder waren Josef und ich unzertrennlich. Als einmal ein Junge etwas Böses zu mir sagte. Ich weiß gar nicht mehr was. Da hat Josef ihn verhauen, obwohl er selbst klein und schwach war. Und jetzt? Es ist wenig übrig geblieben von dem Josef, den du kanntest. Was wird aus uns, wenn alles vorüber ist? Was immer passiert. Uns hat's gegeben. Ist das auch so eine scharfe Sache, dein Hegel? Nee. Doch. Was schreibt er denn? Hegel ist objektiver Idealist. Er sagt, die Grundlage jeglicher Erscheinung ist geistiger Natur. Verstehst du? Nee. Nee? Doch. Daraus ergibt sich, dass jedes Volk als Repräsentant einer bestimmten Entwicklungsstufe des Geistes in seiner natürlichen Beschaffenheit dem geistigen Prinzip entspricht. Kada sam doznala da je Hrvoje poginuo, živjela sam samo za Borisa. I onda se pojavio Milan. Da, onda se pojavio Milan da organizira odlazak u odred i ja sam shvatila da je on u stvari moja prava ljubav. Zbog čovjeka kao što je Milan i ja bih otišla u šumu. Iako ne znam kako bih ostavila dijete. Ne znam kako si ti uspjela sve to izdržati. Zar misliš da se sve to može prelomiti? Kad god pomislim na Borisa, u meni se sve to nanovo lomi. Das haben die Partisanen verteilt. Ich habe Uli gezeigt. Er will sich ihnen anschließen. Er ist hunderte von Kilometern durch Schnee und Eis geflohen. Es wäre einfach schrecklich, wenn die Nazis ihn jetzt schnappen würden. Warum kommst du erst jetzt zu mir? Ja, das musst du verstehen, Onkel. Der Josef... Mir hättest du vertrauen können. Ich muss nachdenken, wie ich das machen kann. Bring ihn heute Nacht zu mir. Sie haben Ihrem Sohn gar nicht gesagt, was ich Ihnen schuldig bin für dieses 14. Jahrhundert. Ah ja, Sie brauchen einen Passierschein. Schicken Sie uns ein, Oberscharführer. Wie könnten Sie sonst zu Ihren Markttagen fahren? Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Was denken Sie über die Telmanovschi, Herr Sulka? Was ist das? Die Telmanovschi, Herr Schnitzinger. Sehen Sie, Josef,
Wenn es sie wirklich gäbe, hätte Ihr Vater bestimmt schon von Ihnen gehört. Herr Sulka, Ihr Sohn behauptet, die Telmanovci wären eine Partisaneinheit, die ausschließlich aus Deutschen besteht. Aus Deutsch? Unmöglich. Lassen Sie uns allein Oberscharf führen. Nehmen Sie Platz. Danke. Sie haben mich nicht getäuscht, nicht wahr, Herr Sulka? Bestimmt nicht. Fällt mir nicht ein. Andernfalls wären die Folgen äußerst unangenehm für Ihren Sohn. Hat Josef etwas verbrochen? Er hat einige Fehler gemacht. Aber am schlimmsten ist, dass er sich in Holdenover seinem Vorgesetzten widersetzt hat. Und das wird beim Militär streng bestraft. Herr Kommandant. Lesen Sie. Marschbefehl an die Ostfront. Der Befehl kommt von oben. Herr Schnitzinger, kann man das, ich meine, diesen Befehl nicht aufhalten? Schwierig. Sehr schwierig, Herr Sulka. Aber er kommt doch von dort nie wieder heim. Krieg ist Krieg. Dort kommt er um. Es sei denn, Sie sind doch ein guter Deutscher, Herr Sulka. Dem Großdeutschen Reich treu ergeben. Das ist mir natürlich bekannt. Deshalb dachte ich, Sie könnten uns helfen. Wie, Herr Schnitzinger? Ich vergesse diesen Befehl, wenn Sie mich zu den Telmanovci führen. Was habe ich bloß falsch gemacht, Leitziger? Irgendwo hat's nicht gestimmt. Ich habe sie beide gleich erzogen. Hab beide lieb gehabt. Hab ihnen alles beigebracht, was ich selbst wusste und konnte. Und Sie sind zu Feinden geworden. Anna und Josef können keine Feinde sein. Blut ist kein Wasser. Was ist dann der Grund? Der Krieg hat's. Der Krieg hat sie getrennt. Ich will diesen Krieg nicht. Ich will davon nichts wissen. Die beiden sind Teil von mir. So sehr ich Anna liebe, so ist auch Josef mein Sohn. Du kannst nicht über erwachsene Kinder richten. Dieser Satan, dieser Schnitzinger hat mich in die Enge getrieben. Wenn ich ihn nicht zu den Telmanovci führe, schickt er Josef an die Ostfront. Was willst du tun? Hab keine Angst. Idu Leipzig i pričekaj me tamo. Ajde. Ab. Ab. Passierschein.
Absteigen. Abladen. Die Ware abladen. Ja, wohin? Auf den Boden. Runter damit. Na gut, 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 ich mach schon. Ich muss das ja verkaufen. Schneller. Es geht schon. Haben Sie Ärger, Sulka? Der Bursche glaubt, wohl, ich verstecke in den Wagen Gott weiß was. Vielleicht Kartellmanovs. Dieser Mann gehört zu uns. Verstanden, Sturmbannführer. Danke. Weiter, weiter. Ist er drin? Das war knapp. Ich dachte, es ist aus mit dir. Sie erwarten dich am Dorfeingang. Geht. Immerhin zieht ihr was an. Pass auf, dass ihr euch nicht zusammennäht. Halt die Schnauze, Mann. Warum machst du das? Damit ich dir das Glück nicht annähe. Zvrnuto. Monatelang ziehen wir durch die Dörfer und agitieren. Und wenn sich dann ein Ustascha oder Faschist zeigt, geben wir Fersengeld. Wir müssen den Leuten ja wie Feiglinge vorkommen. Der Feuerfresser hat recht. Ich denke auch so. Bevor ich zu den Partisanen kam, hat man darüber schon längst geahnt, dass ich ein Freund der Roten bin. Darauf haben die Ustascher meinen alten Vater aus dem Haus gezerrt und ihn kriegisch umgebracht. Seitdem brenne auch ich darauf, zu kämpfen. Boris! Kako si, mili moj? Nedostaješ? Ti meni. Bist du geflohen? Ja. Ich hoffe nicht zu spät. Und wie kommt es, dass sie dich nicht geschnappt haben? Das müsst ihr die fragen, nicht mich. Ich kenne Rudi. Wir sind verwandt. Ich kann für ihn bürgen. Wie für deinen Bruder. Schickt mich doch in den Kampf. Dann wird sich die Wahrheit zeigen. Unsere Kämpfe sind Quatschen und Abhauen. Feuerfresser! Prohaska, zeig ihm seinen Platz. Die anderen an die Arbeit! Komm. Ich trau dem Wetter an. Mich kann keiner täuschen. Willkommen, Onkel Sulka. Guten Tag.
Ja moram do bolnice, ali hranu treba rasporediti ranjenicima. Vi jedite, vidjet ćemo se kasnije. Idem i ja s tobom. Ja bih. Lena. Such dir eine Karte aus, merk sie dir, aber zeig sie mir nicht. Gemerkt? Ja. Steck sie zurück. Ha? Stimmt's? Ja, stimmt. Nochmal? Ja. Poslušaj me dok još ima vremena. Bježi odavde. A zašto? Zato što će sve ovo propasti. Velika je tamo sila i ništa neće zaustaviti. A otkuda to znaš? Znam. Poslušaj me dok još ima vremena da se vratiš kući. Je li ti Jozef rekao da mi to kažeš? Što ti je sad Jozef kriv? Pa i da jeste, on ti je brat. Na čiji si ti strani, tata? Ni na čiji. Ni na tvojoj, ni na Jozefovoj. Imam oči. Pogledaj malo oko sebe. Oni imaju sve, a vi? Gumeni opanci, poderane uniforme, dvocijevke. Tata, nemojmo više o tome. Prije mjesec dana izgubio je i starijeg sina. Otkini si komad. Nisam gladan. Hajde dođi i sjedi pokraj mene. Neću. Dobro. Onda ostani gdje jesi. I tuguj Boga mu. Čovjek ne može izbjeći svojoj sudbini. Svima nam je određeno kada ćemo doći na ovaj svijet i kada ćemo otići s njega. I sve je to negdje zapisano. Tako ti je to, moj Boris. A gdje je to zapisano, djedo? Ko zna? Valjda negdje u prirodi. U njoj sve piše. Piše da ima vukova i zečeva, jastrebova i golubova. Oni jaki, oni divlji. Oni ubijaju. Iako je svijet tako sazdan, ja neću biti jastreb. Radije ću s njega otići kao golub. Boris. Obećao si mi da ćeš me odvesti u Darovu, na vaše. Jesam, obećao sam. Hoćeš li? Vidjet ćemo.
Etwas Besseres finden Sie in ganz Slavonien nicht. Das ist ja sehr schön. Aber sehr teuer. Was ist heute nicht teuer? Dede, daj mi za ringišta. Evo. Pazi na sebe. Zašto vas dvije niste ostale s ranjenicima? Zašto me to pitaš? Ja bih... Drugovi! Pridite bliže! Slobodno! Drugovi i drogarice! Wir sind borci partisanske jedinice Tilmanovci. Ich möchte euch begrüßen. Einige von euch werden uns kennen. Bitte hört an, was euch euer Landsmann zu sagen hat. Viele von euch kennen mich. Ich bin Mates Lukas, Bauer. Za one koji me ne poznaju, seljak Lukas Mates iz Darova. Jetzt Partisan in der Thälmann-Einheit. Die meisten von euch wissen auch, was mir die Faschisten angetan haben. Sie haben meinen alten Vater getötet. Sie haben meinen Bruder ins Lager verschleppt. Sie haben meinen Kindern die letzte Kuh weggenommen. Unsere Nachkommen werden fragen, was für Deutschen wir denn waren. Dass wir uns nicht gegen Untaten unserer Landsleute widersetzt haben. Tata, što ti radiš? Da ne čuješ što onaj govori. Idemo, ovo se neće dobro završiti. Što se može dogoditi? Rudi nije došao. Na straži. Pogledaj prilazne ulice. Marija, ideš sa mnom, ja idem. Ne, nisam videla Rudija. Zašto odlaziš? Kad se narod podijeli, dolazi do nesreće. Sind Sie bereit, Josef? Jawohl, unser Sturmführer. Dann los. Viel Glück. Meine lieben Landsleute. Lukas! Vielen von uns wurden durch die Faschisten hier angehört. Rette die Kinder! Verstehst du nicht? Boris!
Komm zurück, weil der Befehl so lautet und nicht anders. Kako su doznali? Ko? Fašisti, da smo ovdje. Bježimo, dolaze. Was ist los? Das müsstest du doch wissen, du Deserteur. Wie haben Sie wohl erfahren, dass wir hier sind? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich will dir sagen, jemand hat's ihnen gesteckt. Seitdem ich bei euch bin, hast du was gegen mich. Ich weiß nicht warum. Aber den Verräter, den such woanders. Wir zwei sind noch nicht miteinander fertig. Razumio. Dolazi. Josef! Verschwinde. Na, Josef, die Selmanowski sind Ihnen wohl entkommen. Wie denn das? Sie entkamen durch die Höfe, über die Felder. Sie sind unfähig, Josef. Sie hatten sie schon in der Hand. Oder wollten Sie Ihre Schwester laufen lassen? Gestatten Sie, dass ich die Banditen verfolge. Ich werde sie bis ans Ende jagen. Das wäre Ihr Ende, Josef. Viel gefährlicher für uns sind die hier, die Sie unterstützen. An ihnen werden wir zeigen, wie diejenigen enden, die mit den Banditen zusammenarbeiten. Das waren Deutsche, Herr Untersturmführer. Ich schwör's. Das waren keine Deutschen, das waren Banditen. Das haben sie an die Bevölkerung verteilt. Das war Lukas Mertes. Er hat alle zu den Partisanen gerufen. Dort ist sein Haus, an der Ecke. Niederbrand. Jawohl, Untersturmführer. Aus hier! Ja, mein Gott! Alle raus! Komm! Oder hinstellen! Bitte, verschont die Kinder. Abführen! Auf! Kommt schon! Anzünden!
kuću. Moramo odavde. Josef. Anna. Was ist mit den Leuten aus dem Haus? Für die kann ich nichts tun, aber für dich. Dich kann ich retten. Nein. Nein, Josef. Wenn schon nicht deinetwegen, so tu es für Boris und Vater. Noch ist es nicht zu spät. Hat dir das Vater gesagt? Er weiß schon, was für uns alle am besten ist. Auch für den Holenow. Für dich hier aus dem Haus, das du angezündet hast. Anna, das hier ist Krieg, kein Kinderspiel. Tausende lassen ihr Leben. Komm mit. Fass mich nicht an, Josef. Bitte, Anna. Bitte komm mit. Ich will dich nicht mehr sehen. Anna. Pass auf dich auf. Zwischen den Geiseln sind auch Deutsche. Was machen wir mit ihnen, Untersturmführer? Liquidieren. Ein Deutscher, der auf die Propaganda der Banditen hereinfällt, ist schlimmer als die Banditen. Gestatten, es ist nicht gut, wenn wir die Deutschen zusammen mit den anderen liquidieren. Was machst du denn hier? Und du? Ja, willst du erschossen werden? Was sind das für Verhandlungen, Josef? Den Alten auch an die Wand. Untersturmführer. Übergeben Sie die Geiseln den Ustascha. Sollen die ihre Leute richten. Die Deutschen aus dem Ort gleich erschießen. Zur Abschreckung. Zu Befehl, Untersturmführer. Aufstellen, aufstellen! Hier, guck mal dich. Schneller! Position ist Salas. Bewegung! Komm, schnell! Einer rührt, du kommst mit! Du kommst mit! Alle rein! Gut ab, hab ich! Ab! Tempo! Los! Immer hier! Boys! Vorbei. Und ich sage euch nochmal, irgendjemand hat den Faschisten verraten, dass wir in Darowa sein werden. Wer kann sowas tun? Schauen wir doch den Tatsachen ins Auge. Nur wir aus der Gruppe wussten, dass wir nach Darowa gehen. Und woher weißt du, dass uns sich ein Volksdeutscher aus dem Dorf verraten hat? Bitte, die Zeit dazu hätte er gehabt. Er ist umhergeirrt. Er hat uns gesucht. Wo ist deine Mutter und Hilde? Sind Sie nicht hier? Nimm nur noch einen Mann und such die beiden. Peter.
Einige Geiseln haben sie erschossen. Die anderen wurden von der Ustascha zum Gutshof gebracht. Woher weißt du das? Ich hab's gesehen. Du bist ja ein richtiger Held. Setz dich hier hin, wir werden deine Mutter schon finden. Halt! Jetzt können wir beweisen, was wir wert sind. Wenn wir die Geiseln nicht befreien, werden auch Sie erschossen. Wir haben eine andere Aufgabe. Zum Teufel damit. Wir verteilen dem Volk Flugblätter, schließt euch uns an. Und dann überlassen wir dasselbe Volk dem Feind auf Gnade und Ungnade. Ganz Darowa trauert unsertwegen. Was sind wir denn? Eine Fluchttruppe? Hör auf! Ich werde keine Meuterei zulassen. Gut. Ich schlage vor, wir stimmen ab. Ich mache euch darauf aufmerksam, dass wir alle die Folgen zu tragen haben. Unser Befehl lautet eindeutig: keine bewaffneten Aktionen. Du jetzt zum Stab und erbittest Verstärkung. Sollte sie bis 9 Uhr nicht hier sein, müssen wir den Gutshof alleine stürmen. Verstanden. Boris ist hier. Wir haben beschlossen, die Geiseln zu befreien. Du, Hilde und der Junge, ihr bleibt mit den Verwundeten hier. Ja, Milan. Zašto nisi ostao sa djedom? Naišle su Ustaše. Uplašio sam se. Anna, wieso war eigentlich dein Vater in Darowa? Boris, idi do Hilde. Fährt zu den Jahrmärkten. Handel dort. Warum? Ich frage nur so. Du fragst nie ohne Grund. Wir müssen herausfinden, wie die Faschisten erfahren haben, dass wir in Darowa sein werden. Ich möchte wissen, ob dein... Hegel. Ja, Hegel. Ob er die Ustascha dazu bringen könnte, sich zu ergeben. Wozu sollen wir Munition verschwenden? Er könnte schon, aber er hat zu tun. Ja? Er bumst gerade Neugierige. Ach so. Ich wusste, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Krešo, pojačajte stražu. Kommt. Wir müssen den Wachtposten unschädlich machen. Freiwillige? Ich. Gut, geh. Ich geh nach. Hör endlich auf mit deinem ewigen Misstrauen. Und wenn er uns verpfeift, ist's aus.
hier. Назад. Jetzt haben Sie endlich Ihre völlige Unfähigkeit bewiesen. Ich werde Sie beide an die Ostfront schicken. Eine Handvoll Banditen halten euch zum Narren. Kein Wort! Die Geiseln den Ustascha zu überlassen und die Deutschen zu erschießen, ist reine Idiotie. Sie sind ein Idiot, Sandel. Und wenn das Ihre Idee war, Sulka, dann sind Sie ebenfalls ein Idiot. Warum haben Sie die Telmanovci nicht verfolgt? Nisi postupio po naređenju. 2 druga su poginula. To je greška sa najvećim posljedicama koja se ne da popraviti. Da, tačno je da smo izgubili 2 druga. Ali bili smo dužni prema Darovi da to uradimo. Drži, komandante. Hitna pošta iz divizije. U redu je. Poslije ove akcije došlo je više boraca nego ikada ranije. Partizani smo. Borimo se za narod ovog kraja. Njihovu budućnost. Fašisti će preduzeti sve da vas likvidiraju. Njihova pojava u Darovi pokazuje da su bili obavješteni. Znači da imaju doušnik. Darovi vas nisu svi mještani prihvatili. Razumije se da među njemačkim življem u selu u Komeste ima i onih koji su odani fašistima. Zbog toga, a prije svega zbog zaštite ranjenika, morate odmah mijenjati mjesto boravka. U prvo vrijeme prebacit ćete se na planinu. Duboko u šumu. Na Papuk. Wie war's? Die Lage ist sehr schwierig. Man hat beschlossen, dass wir uns in die Berge zurückziehen. Wie den Verwundeten? Tja, man hat uns in Darova verraten. Das heißt, dass uns die Faschisten noch jederzeit hier angreifen können. Weißt du, wer uns verraten hat? Nein. Aber bis wir es herausbekommen, kann es zu spät sein. Ein paar sind schwer verletzt. Wir müssen Medikamente und Verbandszeug besorgen. Vom Stab bekommen wir nichts. Die haben selbst nichts. Vielleicht können wir es über Leipziger und deinen Vater versuchen. Ich muss jetzt gehen. Nur er konnte die Deutschen in die Ustascha dorthin führen. Nur er wusste, dass wir nach Darova gehen werden. Aber er wusste auch, dass du dort sein wirst. Das ist es ja. Er wusste es eben nicht. Er war überrascht, mich dort zu sehen. Warum sollte Hans das tun? Seine beiden Eltern waren Deutsche. Er ist Deutscher. Er hat sie den Seinen zugewandt. Du weißt nicht, was du sagst, und du sagst etwas, was du nicht weißt. Er würde eher sterben als verraten. Er hat, um dich und Josef zu retten, versucht, sich umzubringen. Wann? Das ist er. Versteck dich. Besser, ihr begegnet euch nicht. Sonst sagst du noch irgendetwas, was ihm wehtun könnte. Guten Abend. Guten Abend, Hans. Die Bäuerin hat mir gesagt, du brauchst mich. Was willst du? Das ist die Liste von Medikamenten, die Anna braucht. Ist sie krank? Für die Verwundeten.
Wann war sie hier? Sie war eben mal hier. Ja, warum ist sie fort? Viele sind umgekommen in Darowa, Hans. Es sind schlimme Zeiten. Schlimm sind die Menschen, Hans. Das braucht sie dringend. Wo soll ich das nehmen? Du bist der Einzige, der das beschaffen kann. Der Apotheker steht in deiner Schuld, solange er lebt. Wir beide wissen, was du für ihn und seine Familie getan hast. Das alles brauche ich für die Menschen, die Josef und seine Leute verwundet haben. Ich kann nichts gegen ihn und auch nichts gegen dich tun. Wusstest du, dass die Faschisten nach Darowa kommen? Nein. Ich habe es nicht gewusst. Wenn ich es besorge, wohin soll ich es bringen? Hierher, zu Leipzig. Also du glaubst mir nicht? Das Lager wird verlegt ins Papugebirge. Sie erwarten dich im Wald. Bei der alten Eiche. Raus! Schneller! Ich kann dich nicht mehr schützen. Für alles, was jetzt geschieht, trägst du allein die Schuld. Dein Herr und Gebieter verlangt von mir, dass ich ihn zu den Telmanovci führe. Ja, und? Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht tun. Boris ist jetzt auch dort. Anna wird uns alle zugrunde richten. Wenn du es wüsstest, wo sie sind, würdest du sie verraten? Ihren Passierschein. Ich habe gedacht, Sie hätten mehr Verstand, Sulka. Sie wissen nicht, warum ich Sie habe herbringen lassen. Hat man mir nicht gesagt. Warum haben Sie nicht gemeldet, dass die Telmanovci in Darowa sein werden? Ich habe es nicht gewusst. Aber Sie wussten es. Zum Glück, Sulka, gibt es Leute, die dem Großdeutschen Reich treu ergeben sind. Ich habe Ihnen die Chance geboten, Sie haben sie ausgeschlagen. Das ist nicht gut, Sulka. Weder für Sie noch für Ihre Familie. Sie wissen also nicht, wo die Telmanovci sind. Sie bezweifeln sogar, dass die überhaupt existieren. Und trotzdem waren auch Sie in Darowa, als Sie dort Ihre hochverräterische Propaganda betrieben, als Ihre Tochter dort war. Und als die nicht existierenden Telmanovci Uniformen aus dem von Ihnen gelieferten Stoff trugen. Mein Vater... Ich habe Sie nicht gefragt, Oberscharführer! Man müsste Sie erschießen. Es wäre tragisch, wenn es hieße, der Vater eines SS-Oberscharführers sei wegen Hochverrats erschossen worden. Ich habe niemanden verraten. Ich bin Händler. Der den Verrätern hilft! Katzmann, haben Sie Ruhe! Sie haben eine schlechte Wahl getroffen, Sulka. Ja, Sie können gehen. Sie nicht, Oberscharführer.
Für Sie. Ich hoffe, Sie werden sich wohlfühlen an Ostfront. Von dort können Sie denn Ihrer schönen Schwester vom kommunistischen Paradies berichten. Aber... Raus. Raus! Grüß dich, Vater. Sie können gehen. Wieso spannst du das Pferd an? Erkläre ich dir gleich. Komm, hilf mir. Wann gehst du an die Front? Vorläufig noch nicht. Wieso? Ich habe Schnitzinger gesagt, du bist zur Mitarbeit bereit. Ich habe gesagt, du hättest bestätigt, was wir ohnehin schon wissen. Nämlich, wo das Lager dieser Telmanowski ist. Und wo ist das? Unterschätzt Schnitzinger nicht. Niemals. Du kennst sie nicht. Sie bereiten eine Strafexpedition vor. Machst du auch mit? Ich kann hier bleiben, aber das ist nicht wichtig. Für mich schon. Meinst du denn, mir ist es gleichgültig, was mit Anna und dem Kleinen geschieht? Hier, der Passierschein. Hab's erreicht, frag nicht wie. Hör gut zu. Sie wollen sie bis zum letzten Mann ausrotten. Der Befehl lautet, keine Gefangenen. Und was willst du von mir? Ich warne Sie. Geh und sag Anna, sie sollen fliehen. Beeil dich. Fahr so schnell wie möglich los. Ab. Danke. Hier. Woher hast du das Pferd? Eingetauscht für das Hornvieh? Nein, ich habe ihn von Josef bekommen. Ich habe mich geirrt. Schrecklich geirrt, Leitzeke. Du hast recht. Blut ist nicht Wasser. Ich erkläre dir alles, wenn ich zurückkomme. Ich hab's eilig. Hey.
Zdravo, stari. Hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen heute eine Weltsensation, den berühmten Feuerfresser, Nachkomme noch berühmterer Trapezkünstler, der Sie mit seiner Kunst in Erstaunen versetzen wird, obwohl ihn seine Mama vor der todbringenden Gefahr des Feuers stets gewarnt hat. Kommen Sie nicht zu nah, Sie könnten Feuer fangen. Bravo! Zugabe! Ja, nochmal. Lass doch mal gut, Junge, gut! Zeig doch mal! Sigurni ste da vas Jozef nije prevario? Siguran sam. Možda se iza toga krije neka opasnost. Po vas, a možda i po nas. A ja vidiš, vjerujem Jozef jer ga poznam. Svakoga može prevariti, ali mene ne. Htio je iskreno zabrinut za Anu i Borisa. I ti mu vjeruješ? Moraš mu vjerovati, on ti je brat. Ako ti ne vjeruješ njemu, ako ja sumnjam u vas dvoje, gdje smo onda? Faschisten! Faschisten kommen mit Kanonen aus der Ebene. Beeilung zu den Waffen! Feuerfresser! Erste Gruppe zu mir! Versuche dich zum Stab durchzuschlagen und Verstärkung zu holen. Das ist der Einzige, der das kann. Ich brauche deine Hilfe. Du und Boris, ihr müsst die Schwerverwundeten wegbringen. Südlich von diesem Wald ist eine Kirche. Dort wird euch keiner suchen. Du führst die leicht Verwundeten und einen Teil der Einheit zum Bärenfelsen. Das seid ihr sicher. Beeil dich, solange wir noch nicht eingeschlossen sind. Und du? Warum gehen wir nicht alle zusammen? Bleibt mit einem Zug hier. Wir decken euren Rückzug, solange es geht. Das ist die einzige Möglichkeit, die Verwundeten zu retten. Zweiter Zug! Fertig machen zum Abtransport der Leichtverwundeten! Wollen wir tauschen? Damit du nach der Befreiung der Held bist? Warte. Heb's mir gut auf.
nähe ihn mir nach dem Krieg wieder an. Hier, Onkel Hans, ihr werdet es sicher brauchen. Nein. Ihr braucht's nicht, Digga. Ja. Wir sind hier. Vor der Aktion müssen unbedingt Beobachtungsposten eingesetzt werden. Mhm. Kennen Sie die Gegend, Sandel? Kaum. Nicht gut genug. Hier befindet sich eine alte Kirche. Der Glockenturm bietet eine gute Übersicht. Gestatten? Sturmbannführer, ich begebe mich dorthin zur Beobachtung. Warum Sie? Wir schicken einen Beobachter. Ich kenne die Gegend und werde mich am besten zurechtfinden, Sturmbannführer. Mhm. Ja. Dort das Versteck. Geben Sie den Befehl, Sandel. Zur Umzinglung. Vorwärts! Erster Zug, vorwärts! Zweiter Zug, vorwärts! Što je? Pogledaj. Slušaj me sad dobro, Boris. Ma što da se dolje dogodilo? Nemoj silaziti. Jesi li me razumio? Jesam, djede.